تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور ذوق كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنورا بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah mit dem Namen, mit dem Asma von Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik weiter. Ihr erinnert euch, wir haben im letzten Unterricht über die Bedeutung von Al-Malik gesprochen, was der Unterschied zwischen dem Mulk von Menschen und dem Mulk von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das haben wir eigentlich ausführlich erklärt. In dem heutigen Unterricht, inshallah, möchte ich darauf kommen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen Mulk, sprich Vermögen, Besitz, Reichtum gewährt, wie er damit umzugehen hat. Was das ist, ob es eine Prüfung ist, ob es eine Gnade ist, ob es eine Strafe ist, darum geht es heute. Also das Mulk, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gibt, was muss er machen für dieses Mulk? Wie soll er mit diesem Mulk weiterhin verfahren? Ihr wisst, es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn ich das sage, die Menschheit ist in 3 großen Prüfungen durchgefallen. Die 3 schwierigsten Prüfungen, die die Menschheit immer wieder begegnen bis zum heutigen Tag und wo die meisten Menschen durchfallen, sind 3. Diese 3 sind einmal die Begierde nach Frau, Shahwat, also die Begierden eines Menschen. Das zweite ist das Verlangen nach einer Machtposition. Ja, dieses Machtposition, einen Führungsposten belegen, eine Rangstufe über den Menschen stehen. Da sind die meisten Menschen durchgefallen, als sie das bekommen haben. Und das dritte ist beim Vermögen, beim Geld, beim Mulk. Wenn den Menschen ein Mulk zuteil wurde, ein Vermögen, haben wir gesehen, dass viele Menschen diese Prüfung nicht bestanden haben und diese Prüfung verloren haben. Diese 3 Sachen, vor allem das mit dem Mulk, ist so eine schwierige Sache, dass selbst unser Vater Adem a.s. Darauf reingefallen ist, sage ich mal. Shaitan alayhi la'na hat Adem a.s., unseren Vater, den ersten Propheten, betrogen, angelogen. Als er zu ihm kommt und die Waswasa macht, berichtet Allah und Allah subhanahu wa ta'ala uns in der Surah Taha, in 120. Vers, da sagt Allah, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. Shaitan hat Adam Waswasa gemacht, ihn eingeflüstert und hat gesagt, ja Adam, o Adam, هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. O Adam, soll ich dich zu etwas führen, was dir ein ewiges Leben geben wird, oder ein Königreich oder ein Mulk, ein Besitz, was niemals vergehen wird. Und daraufhin aß Adem a.s. von dem Baum und er, seine Frau, wurden vom Paradies vertrieben. Diese Prüfung mit Mal und Mulk ist so eine Sache, dass selbst ein Shaitan, einen Propheten wie Adem a.s. anlügen konnte. Der Gesandte Allahs a.s. hat seinen Sahabis stark vertraut. Wenn ihr im Leben des Propheten guckt, hat der Prophet, das Vertrauen vom Propheten zu seinen Sahabis war immer top gewesen, immer stabil gewesen. Ihr wisst, der Prophet hat die Hijra gemacht. Die haben Leid, wurden gefoltert, hatten Hunger, wurden boykottiert, haben Dschihad gemacht. Der Prophet hat nicht an das Vertrauen seiner Sahabis gezweifelt. Ihr wisst, die Hijra war eine schwierige Sache. Der Prophet hätte sagen können, werden wohl meine Sahabis die Hijra machen, weil sie müssen ihre Heimat verlassen, das könnte schwierig werden. Der Prophet hat darüber nicht nachgedacht. Oder als sie in Badr waren, den Krieg geführt haben, sie waren nur 300, die Gegenseite war das Dreifache. Er hat nicht gesagt, was ist, wenn jetzt noch ein Teil von den Muslimen sich abkehrt, dann werden wir vernichtet sein. Der Prophet hat so einen Gedanken niemals gehabt. Er hat seinen Sahabis nämlich vertraut. Aber es gab eine Sache, was der Gesandte Allahs für seine Sahabis gefürchtet hat, worüber er sich Sorgen gemacht hat und Angst bekommen hat. Guck mal in einem Hadith, der wird bei Bukhari und Muslim überliefert von Miswar bin Mahrem. Da wird berichtet, der Gesandte Allahs a.s. hat Ubaidah ibn Jarrah nach Bahrain geschickt, um dort die Jizya, die Steuern einzutreiben. Als Ubaidah ibn Jarrah von Bahrain zurückkehrt, ist das Morgengebet. Die Sahabis gehen zur Moschee und verrichten das Morgengebet. Nachdem das Morgengebet zu Ende ist, geben die Sahabas den Propheten zu verstehen, O Gesandter Allahs, wir sind gerade hier in der Moschee und wir haben mitbekommen, Abu Ubaidah ist zurück, wir wollen auch einen Teil dieser Steuer haben. Daraufhin dreht der Prophet sich um und sieht die Sahaba um sich
und fängt an zu lächeln und sagt zu ihnen, فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ. Seid erfreut und euch wird das zuteil, was ihr euch erhofft die ganze Zeit. Dann sagt der Prophet a.s. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Der Prophet sagt zu den Sahabis, Wallahi, ich fürchte für euch nicht die Armut. Ich fürchte nicht, dass ihr irgendwann in Armut gelangt und nichts habt und wie arm Menschen leben werdet, dass euch keine Möglichkeiten entstehen. Das fürchte ich für euch nicht. Der Gesandte sagt, ich fürchte für euch, dass euch die Schätze der Dunya aufgemacht werden, so wie den Völkern vor euch. Und genau wie die Völker vor euch wetteiferten um diesen Besitz die ganze Zeit, ihr auch um dieses Besitz wetteifert und genauso wie sie verdorben wurden, ihr ebenfalls verdorben werdet. Das war die Angst vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegenüber seinen Sahabis. Yani, der Gesandte sagt, die Armut werdet ihr bestehen mit Geduld, Standhaftigkeit, Dua, aber wenn euch das Reichtum, die Schätze der Dunya aufgehen, dann weiß ich nicht, was eure Situation sein wird. Ich fürchte für euch jedoch, dass ihr wetteifert und so ins Verderben gerät. In einem anderen Hadith, der wird bei Muslim überliefert von Abdullah bin Amr, da sagt der Gesandte Allahs ebenfalls wieder, er sitzt mit den Sahabas und sagt, إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَالْفَارِسِ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ. Er sagt, was wird passieren mit euch? Was wird aus euch nur werden, wenn euch Faris und Rum, also das Persische Reich und das Byzantinische Reich geöffnet werden? Hier gibt der Prophet eigentlich zwei Messages. Die eine ist, ihr werdet das Byzantinische Reich und das Persische Reich erobern. Aber wenn ihr sie erobert, werdet ihr nicht in einem guten Zustand sein. Sprich, ihr werdet das nicht machen, den Islam da reinbringen. Ihr werdet dort in die Fitna fallen. Ihr werdet dort in diese Fitna reinfallen. Deswegen sagt er, Ayyu qawmikum antum. Was wird eure Situation da sein? Als der Prophet das sagt, sitzt Abdurrahman ibn Auf mit dem Gesandten Allahs. Abdurrahman ibn Auf ist ein Sahabi, der seit der ersten Stunde mit dem Gesandten Allahs ist. Sprich, ein Muhajir ist. Yani er hat die Strapazen, die Boykottszeit miterlebt, die Folter miterlebt, die Hijra miterlebt, den Dschihad miterlebt. Er hat alles miterlebt. Und als der Gesandte das sagt, Allahu Alam denkt sich vielleicht Abdurrahman ibn Auf, astaghfirullah, denkt er sich vielleicht, naja, wir haben so große Prüfungen bestanden, diese Prüfung werden wir auch schon bestehen. Und er sagt zum Gesandten Allahs, Naqulu kama amaran Allah. O Gesandter Allahs, wir werden das machen, was Allah uns befohlen hat. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, nur das? Also das war's und wenn nicht. Also das ist eure Antwort darauf. Ich sage, Rum und Faris wird euch aufgemacht und ihr sagt, wir werden das machen, was Allah uns sagt. Ist das so? Nein, sagt er. Er sagt, tatanafasun, ihr werdet wetteifern. Summa tatahasadun, dann werdet ihr euch gegenseitig beneiden. Ihr werdet eifersüchtig aufeinander sein. Summa tatadabarun, danach werdet ihr euch voneinander abwenden. Summa tatabaghadun, und danach werdet ihr euch gegenseitig hassen. Danach werdet die Brüderlichkeit, die Allah euch auferlegt hat, die wird vergehen und statt barmherzig und nachsichtig zueinander zu sein, werdet ihr euch gegenseitig hassen. Jetzt eine Sache. Dieser Abdurrahman ibn Auf übrigens, der diese Antwort zum Propheten gegeben hat, nach dem Tod des Propheten, wird bei Tirmizi überliefert, eines Tages fängt er an zu weinen und sie fragen, ey Abdurrahman ibn Auf, warum weinst du? Und er sagt, Wallahi, wir haben die schweren Zeiten mit dem Propheten in Geduld ertragen und die guten Zeiten haben wir nicht geduldig ertragen und haben verloren. Das sagt Abdurrahman ibn Auf danach. Er hat später verstanden, was der Gesandte Allahs gemeint hat. Wenn man das jetzt hört, dann könnte man meinen, Subhanallah, das Mulk, das Besitz, das Vermögen ist eine brutale Prüfung. Ein Prophet wie Adem a.s., die Sahabis sind da durch diese Prüfung gefallen. Diese Mulk, Besitz und Vermögen kann nur was Schlechtes sein. Ist das so? Nein, es ist nicht so. Es ist nicht genauso. Also Mulk ist nicht, oder Besitz, Vermögen ist nicht was Schlechtes direkt. Guck mal, wir teilen Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen, haben wir gesagt, in seine Jamal-Namen und seine Jalal-Namen. Seine schönen Namen, seine Jamal-Namen, wenn sie auf uns reflektieren, so machen wir Hamd und Shukr. Und wenn Allah seine Jalal-Namen auf uns reflektieren, wie dass er streng straft, sein Zorn auf uns kommt, so suchen wir Zuflucht bei seinen Jamal-Namen. Deswegen sagen wir, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Das hat der Gesandte Allahs auch mal gesagt. Ich suche Zuflucht bei dir, vor dir, O Allah. Vor deinen Jalal-Namen suche ich Zuflucht bei deinen Jamal-Namen.
Al-Malik ist beides. Es ist sowohl Allah subhanahu wa ta'ala von seinen Jamal-Namen als auch von seinen Jalal-Namen. Für den einen ist das eine Rahmat, für den anderen ist das eine Strafe. Bevor ich jetzt auf das Thema drauf rankomme, der Mensch hat eine besondere Zuneigung zum Vermögen, zum Besitz. Eine besondere Zuneigung. Er möchte es haben. Allah sagt im Heiligen Koran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمْعًا. Aber nein, ihr liebt das Vermögen in einer Übergröße von Liebe. Ihr habt Jem drum gemacht, denn euer Herz hat sich um dieses Vermögen umzingelt, denn es hat es umfasst. Ihr liebt dieses Vermögen einfach aus übergrößter Liebe sehr, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist die Futter des Menschen. Wenn jetzt der Mensch eine Prüfung kriegt, ein Mulk kriegt und das zustande kommt, sein Herz zustande kommt, dann wird es sehr schwierig sein. Sehr schwierig. Aber es gibt eine Lösung. Die gibt Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls im Heiligen Koran. Allah sagt in Surah Anfal im 24. Vers, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Wisse, dass Allah zwischen dem Menschen und sein Herz tritt. Wisse, anderen Worten, dass Allah zwischen dem Menschen und seine Verfügung über sein Inneres die Kontrolle hat. Wenn ihr eine extreme Zuneigung zum Mulk habt, zum Besitztum habt, aber Allah tritt zwischen euch und euer Herz, so ist das eine Gnade. So habt ihr die Kontrolle. So ist das Rahmat. Wenn aber Allah nicht zwischen euch und euer Herz tritt, so ist das eine Schande. Und ihr werdet der Diener von dem Besitz und Vermögen. Guck mal, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns über Mulk, was das Vermögen ist. Er gibt ein gutes Beispiel. Er erklärt uns das. Dies wird bei Bukhari und Muslim überliefert. Eines Tages sagt der Gesandte Allahs, Inna aksara ma akhafu alaykum ma yakhriju Allahu lakum min barakatil ard. Er sagt, das, was ich am meisten für euch fürchte, ist, dass euch das Barakat der Dunya aufgemacht wird, euch gegeben wird. Die Sahaba fragten, wa ma barakatul ard? Was ist denn das Barakat, das Segen der Dunya? Was ist das, o Gesandter Allahs? Und er sagt, Zahratul Dunya. Es sind die Schätze der Dunya. Es ist damit nicht das Ilim gemeint, das Akhlaq gemeint, diese Zahratul Dunya. Damit sind gemeint Frauen, Kinder, euer Vermögen, euer Geld, eure Autos, eure Pferde, eure Häuser, eure Wohnungen, euer Schmuck, euer Geld, euer Gold, euer Silber, all die Sachen. Zahratul Dunya. Das sagt der Prophet. Daraufhin sagen die Sahabes, Ja Rasulallah, hal ya'ti al-khayru bish-sharr? O Gesandter Allahs, bringt denn Gutes Schlechtes mit sich? Daraufhin senkt der Gesandte Allah seinen Kopf. Und dieser Zustand hält sehr lange beim Propheten an, a.s. Die Sahaba sagten, wir haben gedacht, der Gesandte Allahs bekommt jetzt Wahi von Allah und es wird eine Offenbarung kommen. Dann erhob der Gesandte Allah seinen Kopf und wir haben Allah Hamd gemacht und Shukr gemacht, dass dieser Zustand vom Gesandten Allahs vergangen ist. Dann sagt der Gesandte Allahs, La, ya'til khayru illa bil khayr. Nein, Gutes bringt nur Gutes mit sich. Das ist auch irgendwo eine Regel, die der Gesandte Allah uns beibringt. Gutes bringt nur Gutes mit sich. Walakin, aber sagt der Gesandte Allahs, das Beispiel, das Vermögen des Mulk gleicht dem wie eine grüne, große Weide. Eine grüne, ganz große Weide, das ist das Mulk, das ist das Vermögen. Und es gibt zwei Arten von Vieh, sagt der Gesandte Allahs. Das eine Vieh geht auf die Weide ist ja für ihn gemacht worden. Es geht auf die Weide, isst von der Weide, wird satt und geht zurück in die Sonne und legt sich in die Sonne. Die zweite Art vom Vieh, sie geht auf die Weide, isst, wird nicht satt, isst so lange, bis er platzt und irgendwann umfällt und stirbt daran. Das sagt der Gesandte Allahs. Dann kommt er und vergleicht das mit den Menschen und sagt, فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَدَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ. Jemand, der das Rizq, dieses Vermögen, auf einen Halal-Weg, auf einen erlaubten Weg erlangt hat und dies auf einen guten Weg ausgibt, dieser kann sich glücklich schätzen. وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ. Und derjenige, der es auf einen Haram-Weg sein Vermögen ergattert, sagt der Gesandte Allahs, كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.
dieser gleicht dem, der isst, aber niemals satt wird. Er isst, aber wird niemals satt. Hier gibt es eigentlich was sehr Interessantes. Die Weide war die gleiche. Das Grüne war das gleiche. Die Wiese war die gleiche Wiese. Der eine hat davon profitiert, sagt der Gesandte Allahs, hat gelebt, hat sich wieder entspannt und der andere hat von der gleichen gegessen, ist aber daran gestorben, ist geplatzt. An sich, das Mulk ist gut. Deswegen sagt der Gesandte Allahs, Gutes bringt Gutes mit sich. Es ist gut, aber es hängt von dir ab. Guck mal, es gibt zwei Beispiele, die ich euch geben will, von Menschen, die Mulk bekommen haben. Einmal ist es Qarun, ein Mensch, den Allah viel Mulk gegeben hat, viel Besitz gegeben hat. Und dieser gleicht dem Vieh, der ist aber niemals satt geworden ist. Qarun, übrigens, Qarun, ihr wisst ja, Qarun ist vom Pharaon, er hat an der Seite von Pharaon standgenommen, aber er war nicht immer auf Pharaon seine Seite. Qarun war vorher auf Musa seine Seite und war einer von Musas Leuten gewesen. Er hat die Seiten danach gewechselt. Qarun ist nicht immer auf Pharaon seine Seite gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qarun war einer von Musas Volk, aber er hat sie unterdrückt. Er hat sich danach auflehnerisch gegenüber ihnen verhalten. Warum hat er sich aufgelehnt gegenüber Musa? Weil wäre er bei Musa geblieben, wäre sein Mulk, hätte Pharaon sein Mulk weggenommen, wäre sein ganzes Besitztum weggegangen. Und weil sein Besitztum ihm wichtiger war als die Wahrheit, hat er die Wahrheit verleugnet, um seinen Besitz zu bewahren, ist er auf Pharao seine Seite gegangen. Was war aber sein Besitz von Qarun? Allah berichtet uns und sagt, وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Wir gaben ihm solche Schätze, dass eine starke Schar von Männern die Schlüssel seiner Schätze hätte nur schwer tragen können. So viel an Besitz hat er gehabt. Allah hat ihm ein extremes Vermögen und Besitztum gegeben. وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. Sein Volk sagte zu ihm sogar, O Qarun, la tafrah, werde nicht arrogant, werde nicht hochnäsig. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah liebt nicht diejenigen, die aus Übermut sich freuen. Werd nicht arrogant, was machst du da? Die Leute geben weiterhin Nasihat zu ihnen und sagen, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Suche mit dem, was Allah dir gegeben hat, ergatter mit dem, was Allah dir gegeben hat, die jenseitige Wohnstätte. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Und vergiss dein Nasib von der Dunya nicht. Leb auch in der Dunya, nimm einen Teil in der Dunya. Nicht wie manche Leute es sagen, für uns zählt nur das Akhira, die Dunya hat keine wichtige Rolle, ich mache gar nichts mehr auf der Dunya, ich lebe nur fürs Jenseits. Nein, nein. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Und vergiss dein Nasib von der Dunya nicht. Leb. وَأَحْسَنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Und tu Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Und tu kein Unheilstiften auf der Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstiftenden. Was sagt Qarun? Allah lässt Qarun zum Volk von Musa gehören, lässt einen von ihnen werden, mit einem Propheten zusammen sein. Er gibt ihm Besitz und er gibt um ihn Leute, die ihm Nasiha sogar geben, die ihn warnen und sagen, was er machen soll, wie er aufpassen soll, sagen das. Was sagt Qarun zu ihnen? Qarun gibt eine ganz klare Antwort. Er sagt, قال إنما أوتيته على علم عندي. Dieses ganze Vermögen wurde mir zuteil, weil ich meinen Kopf angestrengt habe, sagt er. Er sagt, das ist mir alles zuteil geworden von einem Wissen von mir. Ich habe mein Wissen angestrengt, ich hatte irgendwas im Kopf, das waren meine Ideen und dadurch habe ich das alles bekommen. Er vergisst Allah. Was sagt Allah? Einige Verse später, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Wir haben ihn und sein Haus in Verderben vernichtet, in Grund und Boden vernichtet. Und er hat keine Schar gefunden, die ihm hätte helfen können, noch konnte er sich selbst helfen. Qarun ähnelt diesem Vieh, dem Allah gegeben hat, dieses Vermögen. Er hat gegessen, wurde aber nie satt und er ist mit diesem Besitz vernichtet worden. Genau ein anderes Beispiel gebe ich euch von Abu Bakr. Allah gab Abu Bakr ebenfalls Mulk, Besitz, Vermögen, Reichtum. Abu Bakr ähnelt aber nicht dem, der isst und danach deswegen stirbt. Nein, er hat durch sein Vermögen sein Jenseits aufgebaut. Abu Bakr hat durch sein Vermögen einen besonderen Status sogar erreicht, weil er es richtig angewendet hat. Bei Bukhari und Muslim
wird überliefert von Said al-Khudri. Eines Tages ging der Gesandte Allahs auf die Khutbah und fing an, eine Rede zu halten und sagte genau diese Wortlaute: Allah hat einen seiner Diener die Auswahl gelassen zwischen der Dunya und das, was bei seinem Herrn ist. Der Diener hat das gewählt, was bei seinem Herrn ist. Genau so. Und daraufhin fing Abu Bakr an zu weinen. Said al-Khudri sagt, ich habe nicht verstanden, warum der alte Sheikh weint. Also warum hat der Mann geweint da? Bis ich danach gecheckt habe, später, dass der Gesandte Allahs mit diesem Diener sich selbst meint. Und weil Abu Bakr der größte Faqih zwischen uns war, hat er verstanden, dass der Prophet bald von ihm gehen wird. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs zu Abu Bakr: La tabki, weine nicht. Weine nicht, ja Abu Bakr. Warum? Jetzt kommt, und der Prophet sagt zu Abu Bakr: Inna amanna nasa alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakr. Wir haben von niemandem mehr profitiert, von dessen Besitztum, Vermögen und seine Begleitschaft, wie von Abu Bakr. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Würde ich mir einen Freund nehmen, so hätte ich Abu Bakr zu meinem Freund genommen. Der Gesandte Allahs lobt hier den Abu Bakr radiallahu an, indem er sagt, wir haben von niemandem mehr profitiert durch sein Vermögen und durch seine Begleitung, wie Abu Bakr. Yani sein Vermögen hat ihm diesen Status irgendwo erreichen lassen, weil er sein Vermögen auf richtigen Weg ausgegeben hat. Deswegen, hier sind zwei Extrembeispiele. Einmal der eine Qarun und der andere Abu Bakr. Qarun wurde mit seinem Vermögen vernichtet, Abu Bakr wurde mit seinem Vermögen emporgehoben, auf eine höhere Stufe gestellt. Jetzt die große Frage an uns. Was ist das Maßstab? Oder wann wissen wir, wenn uns zum Beispiel Besitz oder Reichtum gegeben wird, Vermögen, Mal, Mulk? Eine Mulk ist nicht immer nur Vermögen, das kann zum Beispiel Besitz sein, das kann eine Machtposition sein, das kann ein Ilm sein, das kann Wissen sein, das kann unterschiedlich sein. Mulk ist allgemein, alle Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Gaben von Allah. Was ist das Maßstab? Wann wissen wir, dass wenn Allah uns ein Mulk gibt, ob das gut ist für uns oder schlecht ist? Ob es eine Strafe ist oder eine Rahmat ist? Was ist der Maßstab? Wann wissen wir das? Guck mal, es gibt dazu 4 Punkte, die eigentlich sehr eindeutig erklären, ob dein Mulk, was du besitzt, für dich gut ist, eine Rahmat ist oder eine Strafe ist und eine Prüfung ist. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns, das wird bei Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert, da sagt der Gesandte Allahs: إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. Der Gesandte Allah sagt, wenn ihr seht, dass Allah jemanden etwas gibt, obwohl er sündigt, und er gibt ihm immer mehr, was er liebt, so wisse, das ist Istidraj. Es gibt einen Menschen, der macht die ganze Zeit Sünden, aber Allah gibt ihm die ganze Zeit mehr und mehr und mehr. Alles, was er will, gibt Allah ihm. Da sagt der Prophet, das ist Istidraj. Dann verliest der Prophet den Vers und sagt: فَلَمَّا نَسُّوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Und als sie unsere Warnung vergessen haben, so öffneten wir ihnen die Türe für alle guten Dinge. Und als sie sich damit amüsiert haben, damit Spaß hatten, was wir ihnen gegeben haben, Spaß hatten, so haben wir ihn in einem Moment der Unachtsamkeit ergriffen und sie vernichtet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt eine Frage. Wir haben eigentlich gelernt, La in shakartum la azidannakum. Wenn ein Mensch Shukr macht und Hamd macht zu Allah, dann gibt Allah ihm mehr. Wenn du eine Sache hast und du bedankst dich bei Allah, dann vermehrt dir Allah diese Sache. Haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt, Allah, seine Vorgehensweise ändert sich nie. Hier widerspricht sich doch gerade was. Ein Kafir, der macht Isyan gegenüber Allah, er lehnt sich gegenüber Allah auf und Allah gibt ihm immer mehr und mehr. Aber normalerweise haben wir doch gelernt, jemand, der keinen Hamd und Shukr macht, den gibt Allah nichts. Nur wer Hamd und Shukr macht, den gibt Allah was. Das ist Istidraj. Istidraj bedeutet wörtlich, eine Sache stufenweise zu gehen.
eine Sache stufenweise, Schritt für Schritt. Istilah bedeutet Istidraj, eine Sache, die aussieht wie eine Gabe, wie eine Nimet, eine Wohltat, aber diese dich Schritt für Schritt in deine Vernichtung, in dein Verderben bringt. Das ist Istidraj. Istidraj ist solch eine Sache, ist die schlimmste Bestrafung, die Allah im Menschen geben kann. Das ist Istidraj. Er lässt dich langsam und langsam in den Abgrund gehen. Das ist die schlimmste Bestrafung, die Allah im Menschen geben kann. Istidraj. Das ist nicht nur auf Mulk bezogen. Das kann in allen Jalal-Namen von Allah sind die vorhanden. Wenn Allah dir egal was eine Gabe gibt und du die Sache nicht für Allah verwendest, für andere Dinge, so kann das Istidraj sein. Das kann auch mit einem Gelehrten sein. Ich zum Beispiel gebe jetzt hier heute Unterrichte. Ich mache das, aber nicht, oder ich lerne Ilim, gebe Unterrichte und ich erwarte zum Beispiel, ich bringe Leute auf den falschen Weg. Ich sage den Leuten nicht die Wahrheit. Wenn Leute kommen mit der Wahrheit, sage ich, ja, es ist aber nicht so. Und Allah gibt mir aber immer mehr Wissen. Und mein Auswendiglernen ist immer gut, es wird immer besser. Da kann ich nicht sagen, oh, Allah liebt mich, es ist eine Gnade von Allah. Jemand, der das sagt, der hat von der Anbetung zu Allah, von der Dienerschaft zu Allah nichts verstanden. Das ist Istidraj. Allah will ihn vernichten, Schritt für Schritt. Das Wissen, was er bekommen hat, sollte er anders anwenden, aber er wendet das auf schlechte Wege an, auf genau das Gegenteil. Allah vermehrt ihn und wenn Allah ihn vermehrt, ist das Istidraj. Und genauso ist es mit dem Mulk. Wenn Allah einem Menschen Mulk gibt, Vermögen gibt, dieser Mensch dieses Vermögen nimmt und nicht fi sabilillah ausgibt oder auf Haramwege oder Sünden macht, die ein normaler Mensch nicht macht, mit dem Mulk, was Allah ihm gegeben hat, nur deswegen konnte er die Sünden machen und Allah gibt ihm aber immer mehr und mehr, so ist das Istidraj. Es ist eine Vernichtung. Allah will ihn ganz Schritt für Schritt in die Vernichtung bringen. Nicht jeder, der viel besitzt, ist ein Guter. Niemals war das Maßstab, wer gut und wer schlecht ist, die Aufteilung vom Mulk Allahs. Das war niemals das Maßstab gewesen. Deswegen sagt Allah, ihr könnt manchmal Kuffar sehen, die haben richtig gut. Bei dem läuft, der hat voll viel, der kriegt mehr und mehr. Und der ist, oh Allah, ich bin nur Muslim, warum gibst du ihn? Nein, Allah liebt dich vielleicht. Vielleicht bewahrt dich Allah vor was. Vielleicht beschützt dich Allah vor was. Bei ihm ist aber Istidraj. Guck mal, vor dieser Sache ist keiner sicher. Niemand von uns ist davor sicher, eine Gabe zu kriegen und selbst in Istidraj zu fallen. Allah sagt, أَفَأَمِنُ مَكْرَ اللَّهِ Fühlt ihr euch sicher vor Allahs Planung, vor Allahs Versuchung, Allahs List? Fühlt ihr euch da sicher? Allah setzt Prüfungen und Versuchungen auf den Menschen. Warum seid ihr euch da so sicher, sagt Allah? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Vor Allahs Plan, Allahs Prüfung, seine Versuchung, fühlt sich nur ein Volk, der im Verlust ist, sicher. Sonst fühlt sich keiner vor der Versuchung Allahs sicher. Ihr könnt niemals sicher sein, was ihr gerade macht und ob das alles so richtig ist, wie es läuft. Außer, ich werde gleich 3 Punkte aufzählen. Wenn ihr diese einhaltet, könnt ihr sagen, Alhamdulillah, dies ist eine Rahmat von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Sure An'am im 44. Vers, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Und wir lassen sie Schritt für Schritt ins Verderben gehen, ohne dass sie es bemerken, ohne dass sie es wissen. Sie wissen es nicht, sie bemerken es nicht, aber es ist ihr Untergang. Sie glauben immer noch, sie machen alles richtig. Sie sind gelobt bei Allah. وَأُمْلِ لَهُمْ Ich gebe ihnen Aufschub, aber inna kaydi matin. Mein Plan ist wahrlich fest und sehr krass. Mein Plan, meine Versuchung ist wahrlich sehr hart. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran. Deswegen sagt Allah uns auch in einem anderen Vers Surah Araf, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Diejenigen, die unsere Zeichen für Lügen erklären, denen werden wir Schritt für Schritt ins Verderben bringen, Istidrajan. وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِ مَتِينَ Wir geben ihnen Aufschub, aber unsere Versuchung, unsere List, unser Plan ist wahrlich gewaltig. So, jetzt, wie können wir wissen, wenn Allah uns zum Beispiel Mulk gegeben hat, dass wir dieses Mulk auch richtig anwenden? Dass dieses Mulk eine Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala ist und nicht eine Prüfung oder beziehungsweise eine Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Der erste Punkt ist, wenn du Mulk bekommst, dass du niemals vergisst, wer der wahre Besitzer ist und wer dir das gegeben hat. Wenn du vergisst, von wo du kommst, wer du bist, wem das gehört, wer dir das gegeben hat, dann ist das dein Untergang. Dann ist das eine Strafe von Allah. Dann ist das Mulk eine Strafe. Aber wenn du immer weißt und dich erinnerst, dass von Allah ist, so ist dieses Mulk eine Rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt
istahwaza alayhimu shaytanu fa'ansahum zikrallah. Shaitan, also der Satan, hat sie in ihre Gewalt gebracht und hat sie von der Abmahnung Allahs ferngebracht, hat sie vom Gedenken Allahs ferngehalten. Ein Mensch, der immer vergisst, den hat Allah unter seine Macht genommen. Den hat Shaitan unter seine Gewalt genommen. Shaitan hat eine Autorität über ihn, weil Vergessen ist vom Shaitan, Erinnern ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mensch, der dauerhaft vergisst, der sollte sich Gedanken machen, weil Shaitan hat ihn in seine Gewalt genommen, in die Autorität über ihn gebracht. Sehr wichtig. Dies ist eigentlich der Punkt, der alle anderen Punkte eigentlich ersetzt. Wenn du sowieso immer weißt, wer dir das Mulk gegeben hat, von wo das kommt, dass du nicht der wahre Besitzer bist, dass alles vergehen wird, so handelst du ganz anders. Was machst du, wenn du Mulk bekommst? So fängst du an zu fragen, okay, ich habe das Mulk bekommen, was will der Besitzer von diesem Mulk jetzt von mir? Warum hat er mir das gegeben? Was will denn Allah von mir, indem er mir das gegeben hat? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich handeln? Das ist, wenn du es nicht vergisst. Aber wenn der Mensch anfängt zu vergessen, dann vergisst er sein Jenseits. Er vergisst seine Verpflichtung. Er vergisst seine Verantwortung. Er vergisst überhaupt, wer er ist, woher er kommt, was er ist. Und er vergisst seinen Rabb. Dann ist alles, was Allah ihm gibt, nur noch eine Strafe. Das war der erste Punkt. Dass man nicht vergisst, wer der wahre Besitzer ist und von wem alles kommt. Das zweite ist, wenn jemand versteht, dass man mit Mulk keinen Wert erlangt, sondern nur mit Taqwa, so ist sein Mulk eine Rahmat. Wenn aber jemand kommt und glaubt, mit dem Mulk einen Wert zu erlangen, so ist dieses Mulk eine Strafe. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns in Surah Hadid, im Vers 20 sagt Allah, A'lamu, annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwali wal awlad. Allah sagt, wisset, das diesseitige Leben besteht eigentlich nur darin, aus ein Spiel und sinnloses Zeitvertreib, ein Treiben, ein Vergnügen, ein Treiben, ein Spiel ist das. Es ist Schmuck, es ist sich gegenseitig anprallen, gegenseitige Anprahlerei und das Vermehren von Vermögen und von Kindern. Das ist das diesseitige Leben, sagt Allah uns. Dann kommt Allah und gibt uns ein Beispiel, vergleicht das und sagt, كَمَثَلِ غَيْثٍ أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Es gleicht dem, in diese ganzen Sachen, dieses Mulk, was ihr da habt, wie ein Regen, der stark vom Himmel fällt auf eine Pflanze und diese Pflanze richtig schön wächst und der Kafir, die Kuffar, Gefallen daran haben, dies zu sehen. Sie freuen sich, wenn sie das sehen. Dann aber diese Pflanze austrocknet, dann gelb wird und danach zermalmt wird. Alles weggeht. Allah vergleicht das so. Er sagt, dieses Dunya, alles was ihr habt, ein Garten, wo ihr heute hinguckt mit schönen Pflanzen und Blumen, wo ihr sagt, ich möchte meinen Blick gar nicht mehr abwenden von da, ist im Winter ein Garten, den ihr nicht mehr anguckt. Da ist alles weg, alles tot. Und dies ist das diesseitige Leben. Es ist ein Vergnügen und ein Spiel. Es wird alles vergehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. Aber im Jenseits gibt es harte Peinigung, Vergebung von Allah und Wohlgefallen. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Das diesseitige Leben ist nur eine Täuschung. Lasst euch bloß nicht täuschen. O ihr Menschen, lasst euch nicht täuschen. Das diesseitige Leben ist nichts weiter als eine Täuschung. Es ist eine Fata Morgana. Es ist ein Schein. Es ist ein Trug. Es ist nicht echt. Aber der Mensch ist nicht so. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Nein, sagt Allah. Ihr trachtet, ihr wollt das diesseitige Leben. Aber das jenseitige Leben ist viel besser und bleibend. Es ist bleibend vor allem. Es ist besser und es ist bleibend. Diese Dunya ist nicht bleibend. Alles, was ihr hier erarbeitet, bekommt, wird vergehen, ist auch nicht bleibend. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns. Wenn jemand versteht, dass das Mulk, was ein Mensch besitzt,
keinen Wert hat, dann wird er anfangen, den Wert woanders zu suchen. Und zwar bei Allah, in der Taqwa, in der Ibadat, im Jenseits. Wenn aber ein Mensch glaubt, dass Mulk einen anderen Menschen Wert gibt, weil ich viel besitze, habe ich jetzt einen bestimmten Wert, ich werde respektiert, ich werde angehört, ich werde angenommen, mir wird Platz gemacht, mir wird Schönes gegeben. Wenn er glaubt, dass das alles durch Mulk kommt, dann vergisst er Allah und das Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ankabut im Vers 64, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ. Das diesseitige Leben ist nichts weiteres, wirklich nur ein Vergnügen und ein sinnloses Treiben, ein sinnloses Spielen. Das ist die Dunya. Das ist der Wert dieser Dunya. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ حَيَوَانٌ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Aber die jenseitige Wohnstätte ist wahrlich das richtige Leben. Das ist das Lebendige. Das jenseitige Leben ist das Lebendige. Das ist Leben, nicht das. Wenn sie doch nur wüssten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn sie doch nur wüssten. Das heißt, viele der Menschen wissen das nicht. Viele der Menschen begreifen das nicht. Wenn das Mulk, was ein Mensch erlangt, keinen Wert bei Allah hat, wie soll denn der Mensch einen Wert haben durch den Mulk? Das Mulk hat keinen Wert bei Allah. Nichts, null Wert wirklich bei Allah. Warum sollte dann ein Mensch, der viel besitzt, aufgrund von seinem Besitz einen Wert haben bei Allah? Diese Dunya hat doch keinen Wert. In einem Hadith, der wird bei Tirmizi und Ibn Majah überliefert, wird von Sahal ibn Sa'd berichtet, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Der Gesandte Allah sagt, würde diese Dunya den Wert einer Fliege, einer Mücke haben nur, so würde der Kafir auch nicht nur einen Schluck Wasser von dieser Dunya trinken können. Dass der Kafir hier auf dieser Dunya sich so aufführen kann, leben kann, essen kann, trinken kann, überhaupt sein Leben leben kann, ist, weil diese Dunya keinen Wert bei Allah hat. Diese Dunya ist für Allah keine besondere Dunya. Sie ist wertlos. Sie hat keinen Wert. Deswegen, was glaubt der Mensch, dass wenn er viel besitzt, dann an Wert verdient? Das, was Allah keinen Wert gibt, wenn du das besitzt, bist du genauso wertlos. Das, was einem Menschen Wert gibt, ist nicht das Mulk, ist nicht das Besitztum, weil das Besitztum ist bei Allah nichts wert. Nichts. Das, was bei Allah wert ist, ist deine Taqwa, ist deine Gottesfurcht, ist deine Ibadat, ist dein Akhlaq. Das ist das, was bei Allah einen Wert hat. Guck mal, bei Bukhari wird überliefert, ebenfalls von Sahal ibn Sa'd, eines Tages saß der Gesandte Allahs mit seinen Sahabis zusammen und es lief ein Mann vorbei. Und der Gesandte Allahs sagt, was denkt ihr über diesen Mann? Die Sahabis sagten, min ashrafin nas. Er ist einer von den edlen Menschen, den wohlhabenden Menschen. Und sie fangen an zu sagen, in khataba an yunka, wa in shafa'a an yushafa, wa in qala an yustama'. Er ist von den Edlen der Menschen. Wenn er jemanden heiraten will, jemanden seine Tochter heiraten will, so wird ihm diese Tochter gegeben. Wenn er für jemanden Fürsprache macht, so wird seine Fürsprache angenommen. Wenn er spricht, wird ihm zugehört. Thumma sakat. Daraufhin schwieg der Gesandte Allahs. Dann lief ein anderer Mann vorbei. Und der Gesandte Allahs sagte, was denkt ihr über diesen Mann? Und die sagten, min fuqara'in nas. Er ist einer von den armen Menschen. Und sie haben genau das Gegenteil gesagt, was sie beim Vorigen gesagt haben. Qala hariyun in khataba an la yunka, in shafa an la yushafa, wa in qala an la yustama'. Wenn er eine heiraten will, wird ihm niemand gegeben. Wenn er für jemanden Fürsprache einlegt, wird seine Fürsprache nicht akzeptiert. Und wenn er spricht, wird ihm nicht zugehört. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Wallahi, haza khayrun min mil'il ardi mithla haza. Wallahi, dieser Mann, der Arme, ist besser wie die ganze Erde, die sich auf diesem Planeten befindet. Genauso viel, wie viel Erde es gibt, ist dieser arme Mensch besser wie der andere, wie der Reiche. Der Gesandte Allahs gibt uns hier einen Maßstab. Nicht derjenige, der ist edel, der Besitz hat, der Angesehen hat, der eine Machtposition hat. Nicht dieser ist edel, sagt der Gesandte Allahs. Bei Allah ist ein anderer edel, ist ein anderer. Er ist arm, er ist Fuqara, er ist Faqir, er hat nichts, aber dafür ist sein Iman, sein Herz reich. Und dieser ist bei Allah wertvoller. Nur
andere Menschen, die genauso denken primitiv, die wirklich auch genauso glauben, dass man mit Mulk seinen Wert steigern kann, sehen andere Menschen, die viel Mulk haben, geben diesen Menschen einen Wert. Nur jemand gibt einem Menschen, der viel Mulk besitzt, einen Wert, der selbst so denkt, der selbst glaubt, dass man durch Mulk einen Wert erlangen kann. Aber ein Muslim ist nicht so. Ein Muwahid ist nicht so. Guck mal, bei Bukhari und Muslim wird ein weiterer Hadith überliefert von Usama ibn Zayd. Der Gesandte Allah sagt, ich war am Paradiestor und ich habe gesehen, die meisten, die ins Paradies eingelassen werden, sind die Masakin, sind die Armen gewesen. Das waren alles die armen Menschen gewesen. Und die Reichen, sagt der Gesandte Allahs, wa ashabul jatti mahbusun. Und die Reichen waren eingesperrt gewesen. Selbst die Reichen, die ins Paradies kommen, waren eingesperrt gewesen, weil sie mussten eine extra Rechenschaft ablegen für ihr Besitz. Und die Armen sind alle ins Paradies gegangen. Die Reichen, die werden da festgehalten. Guck mal, deswegen, was Wert hat, was nicht Wert hat, ist nicht das Mulk. Lasst euch bloß nicht täuschen. Das ist nicht das, was euch Wert gibt. In dem Buch Shi'zarat al-Zahab fi Akhbari man Zahab wird, das ist so eine Geschichte, wird da überliefert von Harun Rashid. Harun Rashid muss der 5. Kalif vom Sultan vom Abbasidischen Reich sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Abbasidische Reich. Und er prahlte einmal mit seinem Mulk, mit seinem Besitz, mit alles, was er hat, mit seiner Macht. Und als er damit fertig war mit dem Prahlen, hat er gesagt, holt mir ein Glas Wasser. Und da war neben ihm einer gewesen, Behlul. Behlul sind Leute, oder sagt man, sind Leute, die vom Verstand her so primitiv oder behindert sind, aber ihre Worte weiser sind wie die von Menschen, die viel Wissen haben. Denn ihre Worte sind weise, aber die sind so ein bisschen so durchgedreht. So. Und auf jeden Fall ist der Behlul da und sagt zu ihm, Sultan, du willst ein Glas Wasser. Was ist, wenn sie dir das Glas Wasser nicht geben? Dann sagt er, dann werde ich es mir mit Gewalt holen. Er sagt, nein. Mal angenommen, die würden von dir etwas verlangen. Also eine Gegenleistung. Was würdest du dafür geben? Er sagte, ich glaube, ich würde die Hälfte von meinem Besitz geben, um ein Glas Wasser zu kriegen. Daraufhin, sie bringen ihm das Glas Wasser, sie geben ihm das. Er trinkt es. Dann sagt der Behlul zu ihm, O Sultan, was würdest du geben, wenn du jetzt krank würdest und du könntest dieses Wasser nicht aus deinem Körper ablassen? Du würdest irgendwas kriegen und du könntest dieses Wasser nicht mehr ablassen. Was würdest du alles dafür tun, damit du wieder gesund wirst und das ablassen könntest? Er sagt, ich würde die Hälfte von meinem Vermögen geben. Daraufhin sagt der Behlul, du armseliger Mensch, dein Mulk, was du gerade geprahlt hast, ist ein Glas Wasser wert. Für ein Glas Wasser bist du bereit, dein ganzes Mulk wegzugeben. Was spielst du dich auf? Wozu dieser Hochmut? Wozu spielst du dich auf? Es ist nichts wert. Du bist nicht wertvoll wegen diesem Mulk. Es kann schneller weg sein, als du glaubst. Das Problem ist, bei Mulk, wenn man das Besitz hat, das Vermögen hat, kann sich in dem Herzen eines Menschen sehr schnell Kibr entwickeln. Und ihr wisst, der Gesandte Allah sagt, jemand, der Kibr in seinem Herzen hat, auch nur ein ganz kleines wenig, der wird das Paradies nicht betreten. Es gibt zwei Arten von Menschen, die ihr Vermögen oder deren ihr Vermögen eine Schande ist, das zunichte geht. Die einen sind Menschen, die glauben, oder sie haben jetzt Mulk, sie haben Besitz, sie erwarten jetzt, dass du ihnen zuhörst. Zum Beispiel, jemand hat Besitz, er kommt, wir fragen ihn nicht nach seiner Meinung. Dann regt er sich auf. Oder ihm wird nicht Platz gemacht. Wie kann mir kein Platz gemacht werden? Er sagt es, er spricht es aus. Wenn ich komme, dann will ich, dass das so ist. Wenn ich komme, soll das so sein. Dann soll das gemacht werden. Ich mag das nicht, ich mag das so, wir machen das so. Er kommt und sieht sich als was Höheres, sowieso von vornherein schon. Er spricht es aus direkt. Das sind Menschen, die sind verloren. Das sind verlorene Menschen. Aber es gibt eine Art von Menschen, die sind schlimmer wie diese. Die sind viel schlimmer. Sie sagen es nicht mit ihrem Mund, aber sie machen es mit dem Herzen. Er sagt zum Beispiel mit seinem Mund, Mulk ist von Allah, wir sind nur die Diener, was sollen wir machen, alles kommt von Allah. Aber in seinem Herzen denkt er nicht so. In seinem Herzen erwartet er was. Er erwartet für das Mulk, was Allah ihm gegeben hat und er damit Ibadat vollbracht hat, eine Anbetung vollbracht hat, erwartet er eine Gegenleistung. Allah sagt im Koran, präsentiert, stellt eure Taten nicht zur Schau. Wenn man das macht, das vernichtet alle eure Taten. Eine Gegenleistung zu erwarten, vernichtet alle eure Taten. Es gibt zum Beispiel Menschen, angenommen, ich mache jetzt hier Unterricht, aber ich mache das nicht für Allah, ich mache das, damit ich irgendwann, wenn ich irgendwo
irgendwo hingehe, dass mir Respekt erwiesen wird, dass die Leute mich schätzen, dass die Leute mich respektieren, dass die Leute mir was geben, wenn ich was brauche. Deswegen mache ich das. Diese Sache macht all deine Taten zunichte. Und genauso ist es mit dem Mulk. Wenn Allah euch Mulk gegeben hat und ihr macht damit Sadaqa, Infaq und ihr macht damit gute Sachen, aber ihr erwartet dauerhaft, dass Leute euch dafür loben, dass Leute euch dafür in den näheren Kreis ziehen, dass Leute euch mehr als Ansprechpartner nehmen, dann sind all eure Taten zunichte gegangen. Dann wird das alles nichts bringen. Deswegen, der Mulk gibt euch kein Ansehen, kommt runter, egal wie viel ihr besitzt. Das, was euch Ansehen gibt bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist einzig und allein die Taqwa. Allah sagt im edlen Koran und beschreibt die Menschen, die er vernichtet hat und sagt: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Wir sandten zu keinem Ort einen Gesandten, einen Warner, der die Leute gewarnt hat, die Reichen, die Luxurierenden gewarnt hat. Aber die haben immer wieder gesagt: wir lehnen das ab, womit ihr gekommen seid. Wisst ihr, warum sie das abgelehnt haben? Sehr interessant. Sie haben gesagt: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Sie haben gesagt, wir sind zu den Propheten, die gekommen sind, wir sind diejenigen, die mehr Vermögen haben, die mehr Macht haben und mehr Kinder haben wie ihr. Allah wird uns nicht bestrafen. Yani, sie haben gesagt, Allah hat uns in dieser Dunya euch bevorzugt. Uns, ihr sagt, wir sind Kuffar, aber uns hat er bevorzugt. Bei uns läuft es richtig. Wir haben mehr Kinder, mehr Macht, mehr Geld. Im Jenseits, warum sollte Allah uns da auch nicht bevorzugen euch? Warum sollte Allah uns wieder nicht bevorzugen? Er hat es in der Dunya schon gemacht. Wir werden nicht bestraft werden. Die bestraft werden, seid ihr. So haben die Kuffar gedacht. So denken sie heute immer noch. Allah sagt: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah gibt viel von seinem Rizq und wenig von seinem Rizq, wen er will. وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die meisten der Menschen begreifen es nicht. Die meisten der Menschen haben nicht begriffen, warum Allah jemanden einen Mulk gibt, warum Allah jemanden das vermehrt, warum Allah jemanden weniger gibt. Die Menschen sind undankbar. Die Menschen lehnen sich auf. Derjenige, der zu wenig hat, beschwert sich bei Allah. Wobei, wenn er doch nur wüsste, dass Allah ihn vielleicht davor bewahrt und beschützt. Derjenige, der zu viel hat, der spielt sich auf, wenn er doch nur wissen würde, dass Allah seine Vernichtung gerade vorbereitet. Yani, وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Die Mehrheit der Menschen weiß nicht, warum Allah dieses Rizq so verteilt. Mach doch Hamd, mach doch Shukr. Das ist doch das Beste. Der letzte Punkt, wie ihr wissen könnt, ob Mulk für euch Rahmat ist, eine Gnade ist oder eine Strafe ist, wenn ihr nicht, oder ich sage mal so, wenn ihr die Kontrolle über das Mulk habt, dann ist das eine Rahmat von Allah. Wenn das Mulk aber die Kontrolle über euch habt, so ist das eine Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, der Mensch hat eine Fitra. Und in der Fitra des Menschen gibt es Dinge, die wurden ihm schön gezeigt. Das berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala. Da kann nicht jemand sagen, das stimmt nicht oder so. Das sagt Allah uns. Allah sagt in der Sure, Allah sagt uns, Zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harsi. Allah sagt, ausgeschmückt, schön wurde dem Menschen gezeigt, was? Die Begierde nach Frauen. Die Begierde nach Söhnen und Kindern. Was noch? Das aufgehäufte Menge an Gold, an Silber, an Rennpferden, die unterschiedlichen Rennpferden, Reittiere, an Vieh und Saatfelder. All diese Sachen, sagt Allah, wurde den Menschen schön gezeigt. Was bedeutet das? Eure Kinder, euer Geld, euer Haus, eure Autos, all die Sachen, euer Vermögen, euer Gold, euer Silber, euer Schmuck, alles, was ihr besitzt, all die Sachen wurde dem Menschen schön gezeigt. Richtig, es ist die Fitra des Menschen. Deswegen haben wir gesagt, Inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Wenn Allah aber zwischen dein Herz und dir tritt, so kann er das verhindern, dass das die Kontrolle über dich kriegt. Die Sachen wurden den Menschen schön gezeigt. Okay?
Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Zalika mata'ul hayati dunya. Dies ist aber wahrlich nur ein Genuss des diesseitigen Lebens. Es ist nur ein kurzer Genuss, sagt Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Aber bei Allah ist die bessere Wohnstätte. Yani wenn das schon euch so sehr gefällt, wenn das schon so schön für euch ist, dann wartet es ab. Bei Allah ist das viel schönere Wohnstätte. Guck mal, wir können annehmen, man könnte behaupten, ich habe hier gesagt, es gibt 3 große Prüfungen. Das eine ist nach Macht, die Macht haben. Danach Begierde nach Frau. Das andere ist Besitz. Man könnte sagen, wenn man alt wird, lässt die Begierde nach Frau nach. Weil man wird alt, man kann nicht mehr, der Körper wird schwach. Man könnte sagen, dieses Machtgefühl zu besitzen, wird, wenn man älter wird, vielleicht weniger. Weil man wird pflegebedürftig. Leute müssen sich um einen kümmern. Diese Starke geht weg. Aber eine Sache geht auf gar keinen Fall weg. Und das ist diese Lust, dieses Verlangen nach der Dunya und das Mulk der Dunya. Der Gesandte Allahs sagt in einem Hadith, der wird bei Bukhari und Muslim überliefert, Yakburu ibn Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Umso älter der Mensch wird, der Sohn Adams wird, umso größer werden 2 Sachen. Hubbu dunya wa tuli amal. Die Liebe zur Dunya und das langfristige Plan. Yani umso älter ihr werdet, umso größer wird die Liebe, die Begierde zu der Dunya und das langfristige Planen. In einem anderen Hadith sagt der Prophet, der wird auch bei Bukhari und Muslim überliefert, von Anas bin Malik, لو كان ابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون واديا. Wenn der Sohn Adams ein Feld voller Gold gegeben wird, so will er ein zweites Feld voller Gold haben. Ja, ne, reicht. Eins reicht doch. Du hast ein Feld voller Gold bekommen. Sei doch zufrieden. Das reicht dir doch aus. Aber nein. Ahabba an yakuna wadiyan. Aber er will das zweite haben. Er will ein zweites. Und wenn er das zweite hat, will er das dritte haben. Wenn er das dritte will, er immer mehr. Er wird nicht satt. Der Gesandte Allah sagt, وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا تُرَابٌ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Das, was den Menschen sättigt, ist nicht das Besitz. Die ganze Dunya wird ihn nicht sättigen. Das, was den Menschen sättigt, ist die Erde. Wenn er gestorben ist und dieses Erde auf ihn geschmissen wird, wenn er im Grab liegt und das in sein Maul geht, in seinen Mund geht, dann wird er erst sättigt. Dann wird er erst satt sein von der Dunya. Dann wird er gesättigt sein. Vorher wird der Mensch niemals satt. Er wird immer mehr und mehr. Und jemand, der in diese Fitna gefallen ist, soll Tauba machen, weil Allah nimmt die Reue derjenigen an, die Tauba machen. Deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr das Mulk nicht in eurem Herzen lässt und dass ihr die Kontrolle habt. Guck mal, das Mulk ist wie Wasser, wie das Meer. Wenn das Schiff auf dem Meer ist, dann ist alles gut, Alhamdulillah. Dann habt ihr Vorteil. Ihr trägt Vorteile vom Mulk. Warum? Ihr schwimmt auf dem Mulk drauf. Was passiert, wenn Wasser in das Schiff reinkommt? Dann sinkt das Schiff. Wenn das Mulk, die Liebe zum Mulk und Dunya in eurem Herzen gelangt, so werdet ihr versinken und untergehen. Genau wie das Schiff. Lässt ihr es aber nicht in eurem Herzen hinein, so werdet ihr euch immer drauf bewegen und es wird euch immer einen Vorteil bringen. Aber lässt ihr es rein, werdet ihr sinken. Es gibt solche Arten von Menschen, ihre Gefühle, ihre Emotionen, ihre Liebe, ihre Hass, ihre Laune, ihre Emotionen, alles ist gerade den Kosten und Geld angepasst. Ist es da, ist er zufrieden. Ist es nicht da, wird er wütend, aggressiv, schreit vielleicht seine Frau an, schlägt seine Kinder vielleicht, alles wegen Geld. Das sind Sklaven und Diener des Geldes. Und der Gesandte Allahs verflucht diese Menschen, wirklich. Der Gesandte Allahs verflucht diese Menschen, weil diese Menschen die Sklaven des Dinar und Dirham sind. Weil der Gesandte Allahs sagt, wenn ihnen gegeben wird, sind sie zufrieden und wenn ihnen nicht gegeben wird, verabscheuen sie es. Das sind die Diener des Geldes. Ich möchte euch einen weiteren Punkt aufzählen. Guck mal, also ich halte hier fest, jemanden, dem viel Geld gegeben wird oder Vermögen, Besitz, das heißt nicht, dass Allah ihn liebt. Dies kann Istidraj sein. Wir haben gesagt, es gibt 3 Punkte. Wenn er es nicht vergisst, wenn er seinen Herrn nicht vergisst, wenn er weiß, kommt von Allah, wenn er weiß, dass das Mulk keinen Wert gibt, sondern Allah ihm Wert gibt, und wenn er die Kontrolle darüber hat, so ist dieses Mulk eine Rahmat. Macht er es aber nicht, bekommt der Mulk viel und viel, egal in welchen Bereichen, ob Ilm, egal was,
und er wendet es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala an und er bekommt immer mehr und mehr, ist dies Istidraj und ist seine Vernichtung. Es ist eine Prüfung und sein Untergang. Genau wie Qarun vernichtet wurde, wird er auch vernichtet. Jetzt gibt es eine Sache. Ein Mensch, der zum Beispiel viel Besitz hat, der hat weniger Zeit. Ein Mensch, der viel Wissen hat, der hat weniger Zeit. Ein Mensch, der Unterrichte gibt, der hat auch weniger Zeit. Ein Mensch, der einen Führungsposten belegt, ein Emir oder ein Kommandant ist, der hat weniger Zeit. Die Kunst besteht darin, trotz dass man wenig Zeit hat, weil ihr werdet nicht sehen, ihr werdet nicht einen Gelehrten sehen, der viel Zeit hat. Oder ihr werdet nicht einen Menschen, der viel Geld hat, aber die ganze Zeit hat, die ganze Zeit chillt. Oder ihr werdet auch nicht sehen, einen Emir, der viel Zeit hat. So etwas gibt es nicht. Wenn ihr eine Sache bekommen habt, wird die andere Seite weniger. Das Wichtigste ist, egal was Allah dir für Mulk gibt, dass du niemals dich vom Zikr Allahs entfernst. Von den Ibadat, von dem Gebet, von dem Sadaqah, von den Unterrichten, von dem Masajid und von der Jamaat. Dass du dich da niemals entfernst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Munafiqun, in der 9. Vers, Ja ayyuhallazina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an zikrillah, faman yaf'al zalika, fa ulaika humul khasirun. O die ihr glaubt, euch soll nicht ablenken, euer Besitz oder eure Kinder vom Gedenken Allahs. Es soll euch bloß nicht abhalten. Das Mulk, was Allah euch gegeben hat, diese Kinder, Besitz, egal was, soll euch ja nicht von Allah, dem, der es euch gegeben hat, abhalten. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, aber wer das tut, wer sich ablenken lässt davon, أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, das sind die Verlierer. Allah lobt in Surah Nur diese Diener, die, obwohl sie keine Zeit haben, trotzdem Allah niemals vergessen. Trotzdem Allah und seine Religion nicht vernachlässigen. Trotzdem der Religion Allahs dienen. Nicht nur an sich denken. Nicht nur sagen, ich habe meine Sorgen, ich habe mein Tijarat, ich habe meine Probleme. Nein. Oh, ich habe auch heute viel zu tun. Ich kann nicht, ich kann morgen nicht, ich kann nicht. Nein. Allah lobt die Menschen, die Tijarat machen, aber trotzdem sich nicht entfernen von Allah. Allah sagt, Rijalun, es sind solche Männer, La tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Es sind solche Männer, denen das Handeln und das Verkaufen, das Tijarat, die Arbeit, hält sie von das Zikr Allahs nicht ab. Sie verrichten ihre Gebete und geben ihre Zakat. Ihre Arbeit, ihr Handeln, ihr Kauf und Verkauf, ihr Mulk hält sie nicht ab davon, Allah anzubeten, das Zakat zu geben und Allah Zikr zu machen, Allah dauerhaft zu gedenken. Warum aber? Warum machen sie das? Obwohl sie überhaupt keine Zeit haben. Allah sagt, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ. Sie fürchten solch einen Tag, an dem die Herzen und Blicke sich ständig wenden werden. Deswegen fürchten sie Allah und gedenken Allah. Und Allah lobt diese Menschen. Das ist aber nicht einfach. Die meisten Menschen, habe ich gesagt, sind durch diese 3 Prüfungen durchgefallen. Und tatsächlich, auch vor uns gibt es viele Menschen, die wir gesehen haben, die bei den Prüfungen vom Mulk durchgefallen sind. Deswegen sagt der Prophet a.s. Neid ist im Islam haram, verboten. Es naht schon fast an Schirk, also Kufr, wenn man Neid hat, Hasad hat. Ich werde im nächsten Unterricht darauf kommen, inshallah. Aber es gibt 2 Arten von Menschen, die sind zu beneiden, sagt der Gesandte Allahs. Das eine ist jemand, den Hikmet, also Ilm gegeben worden ist und er wendet es auf Allah seinen Weg an. Und der andere ist, den Allah Mulk gegeben hat und er dieses Mulk fi sabilillah ausgibt und spendet. Diese 2 Sachen sind tatsächlich sehr schwere Sachen, deswegen sind diese 2 Gruppen von Menschen zu beneiden. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala uns erst Mulk zu geben, wenn er seine Rahmat auf uns hinabsendet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala die Brüder, denen er Mulk gegeben hat, ebenfalls sich zu erbarmen und ihn seine Rahmat zuteil werden lassen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala den Brüdern, die Mulk, Geschwistern, Brüder oder Schwester, die Mulk besitzen und dies auf Allah seinen Weg ausgeben, dass Allah mit ihnen zufrieden ist und Allah
ihre Füße festigen sollen. Das war's zum heutigen Unterricht. Al-Malik, wir werden im nächsten Unterricht Al-Malik und der Tawhid machen. Al-Malik und die Herrschaft Allahs, die Gesetzgebung Allahs, weil nur derjenige darf Gesetze geben, dem etwas gehört. Und wenn wir fragen, wem gehört die Dunya, so ist die Dunya Allahs. Also der Besitzer von dem hat auch das Recht, Gesetz zu erlassen. Im nächsten Unterricht werden wir darüber sprechen und danach, inshallah, werden wir mit den nächsten Asma von Allah subhanahu wa ta'ala weitermachen. Diese gehört mit zu den längsten Unterrichten. Das sind 3 Teile, werden 3 Teile, Ar-Rahman waren auch 3. Aber die nächsten, inshallah, die kommen werden, die werden immer wieder ein Unterricht sein, ein Teil. Und so werden wir uns immer weiterarbeiten, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.